An Zanter dem Dezember last Joer kënnen den noch hei aus dem Funikulär direkt an den Tram. A mat dem Tram geschitt op dësem Arré appes werden Tram vu Lützeburg speziell mëcht. Vun der Luxexpo rof bis dahinnner firte nämlichlech mat Uwerleitung. Dat teescht krit sei Strom iwwer de Bigel. Hei klappt den de Bigel dann awer rof. A fir Diiwer traut breck bis op Sterreplatz weiter oni Uwerleitung. Du krit as okay Stromi vun Uwen. Könnt awer fir hun, weil mat Batterie fiiert. An dat ze ganz speziell Batterien. Déi ginn deelweis iwwer dem Fuhren an op den Stationioen opgelöden. An dat an just pur Sekunden. De Mr. Science erkläert lo, wéi dat ganz funktionéiert, a wéi die Technik fleit an Zukunft jede Rengem vun eis am Privaten kéint nëtzlech sinn. Was war Chaospilot, mat Dir will dech nie fuhren? Oh nee. Lass den Akku schon der Seite. Wéi ass et schon River? Immer da wann am schönsten ass. Ja, dat kennennech. An lo musst em puerstunde Lode bis du weiterfure kannst. Ja, leider. Me, dat lässt man genug Zeit für mein Experiment vun Haut. Ich will nämlich für mein Auto eng Batterie bauen, déi so ass wie déi vom Tram. Dat heißt, die sich an paar Sekunden komplett oplöet. Dat klingt praktisch méi, wieso dauert dat bei enger normaler Batterie so lang? Ja, das weil an Akkuen an Batterien chemisch Reaktionen passieren. Das sind zum Beispiel Metaller, die sich oplesen an dabei elektrisch produzieren. A Batterien sprudelt awer net. Joseph? Nee, aber bei so chemischen Reaktionen gehen auch Elektronen frei. Und Elektronen, das sind die winzig kleinen Teilchen, die auch responsabel sind für den elektrischen Strom. Und an einer Batterie, du kannst diese Reaktion so kontrollieren, dass das Elektronen auffängt und durch einen externen Stromkreis leiten kann. Und dann kann ich mit diesen Elektronen zum Beispiel einen kleinen Motor und Laufen kreieren. An so chemische Reaktionen, die laufen lo iwwer viel Tëschenetappen. An dat hält Zeit. Du hier kann in en Akku net unendlich sehr entlöden an oplöden. Iwregens, Doppelreaktion as selwicht wie d'Entlöden just umgekehrt. Okay, an wie kann den Tram dann trotzdem so sehr löde, wann dat man engem Akku net méiglech ass? Ma ja, der benutzt ein ganz anderes System. Ein, wo die elektronische Präzien an net recht an enger chemischer Reaktion freigesat gin. Zum Beispiel ein Kondensator. Das ist ein elektrisches Bauelement und da kann man sich vorstellen wie zwei Metallplatten, die durch eine Isolation getrennt sind. Und das Isolation kann auch Luft sein. So, die Elektronen die sind überall an diesem Metall gleichmäßig verteilt. Aber wenn man die ablädt, zum Beispiel mit einem Adapter, da fließen die Elektronen von einer Plaque auf die andere rüber. Und so kriegt ihr eine Negativseite und eine Positivseite, so wie bei einer Batterie. Wenn in das Placken dann zum Beispiel über ein Lot man nicht verbindet, fließen die Elektronen zurück auf die Positivplaque, bis die beide Seiten ausgeglichen sind. Da beim Ablöden vom Kondensator geht mega sehr, weil hierbei keine chemischen Reaktionen passieren. Ich weiß nicht einmal. Ich löse den Kondensator meinem Netzgerät kurz ab und dann entlöde ich ihn hier. Wow, dat geht effektiv sehr, me et war net viel Energie. Leider war für diesen Kondensator. Me, ein Kondensator kann mehr Elektronen speichern, weil seine Platten mehr groß sind. An diesen Superkondensator von der neuesten Generation ist zwar nicht mehr rund 20 Mal mehr groß wie die kleinen, me er kann aber 1 Million Mal mehr Energie speichern. An diesem Superkondensator haben die Elektronen mehr Platz wie auf diesem Fußballsterrain. Also 3000 Meter Carré. Aber wie können da so groß Placken an die kleine Kondensator passen? Aber das ist eine Mikrostruktur. Hier an diesem Kondensator sind keine Platten, aber da haben wir Aluminium mit Aktivkohl drauf. An Aktivkohl, die kann sich stark vergrößert so vorstellen wie diese Schwamp. Mit lauter Löcher und Tunnelen dran. Und dadurch ist die Oberfläche so groß. Und als Gegenplaque vom Kondensator holen wir eine Flüssigkeit, die dann an alle die Kanäle kann.
Das ist eine ziemlich genial, aber auch komplex Technik. Du warst ziemlich begeistert. Ja, weil hey, du passt richtig viel Energie ran und das auch noch ziemlich sehr. Mit so einem Mini-Lödegerät dauert natürlich Doppellöden lo ein paar Minuten, aber wenn ich lo die Upladestation vom Tram wäre, da wird den heute innerhalb von ein paar Sekunden voll. Guck mal, wie viel Energie hier dran ist. Puh. Boah, das ist doch schon mehr krass wie viel drin. Ja, genau, du wennst huet den Tram ein paar Tausenden dieser Superkondensatoren Dach. Ihren op den Array Rotbrick Pfaffendal könnt, löt seg Superkondensatoren iwwer Durwerleitung op. Mit der Charge könnten iwwer Rotbrick. Weil Superkondensatoren aber sehr eitel gehen, müssen sie nächsten Array oplöden. Weil du aber keine Überleitung mehr hast, leihen das lang Kontaktplatten am Boden. Also kann seg Superkondensatoren oplöden. Und das an 20 Sekunden von 0 auf 100. Die Energie von den Superkondensatoren ist so berechnet, dass ein Tram mit dem gespeicherten Strom am Notfall 2 Stationen weit kommen kann. Superkondensatoren kann ein Millionenmal op und entlöden, und das ohne Qualitätsverlust. Außerdem gehen sie manner warm wie Akkuen. An sie manner umweltschädliche Chemikalien dran. Am Prinzip kann es Superkondensatoren aus Aktivkohl und Aluminium herstellen. Da müssen sie ja überall Superkondensatoren ersetzen und keine Batterien mehr. Ja, es gibt aber nur ein kleines Nachteil. Und zwar können Superkondensatoren momentan nach 10 bis 50 Mal manner Energie speichern wie so Lithium-Ionen-Akkuen. Das heißt, wenn ihr so einen Fotos-Akku will ersetzen, da braucht den 3 von diesen Superkondensatoren. Der Akku geht dann einfach nach Welt dick gehen. Ja, und es gibt noch ein anderes Problem, und zwar den, dass Superkondensatoren mit der Zeit hier Charge verlieren. Und das ist dann nicht praktisch für die anzusetzen auf Plätzen, wo ihr will, dass die Batterie lange halten, zum Beispiel an so Telekommanden. Es kann aber durchaus sein, dass ihr in Zukunft zu einer größeren Revolution am Batteriesektor kommt. Kann dein ferngesteuerten Auto dann dort fahren? Ja, das ist mein Ziel. Moment. Geht! So, dann machen wir uns fest. Super, da passt du auf, dass du nicht aus der Nähe fällst. Joseph, ich meine, du kannst so ein Ding im Abbau feilen. Ei. Ja, ich werde schon. Wie werde das schon mehr? Halala.